Da kommen wir los zu den letzten 2 Fragen. Da war die erste davon, interessierst du dich für Politik? Da hat man total von 1317 Leute, die geantwortet haben. An 30% um der 392 Leute haben ja gesagt. 49%, also 653 Leute, haben DSDs gesagt. An 21% um der 272 Leute haben nee gesagt. Mir haben das als ein extrem positiv, dann ein friedliches Resultat eigentlich gesehen, weil dann kann ihnen so ein 79% interessieren sich wirklich, zumindest teilweise für Politik, was ja aber, wenn ihr bedenkt, wie viel von den älteren Politikern immer über Politik verdrossen hat von den jungen Klonen, aus das ja aber eine relativ große Pourcentage, den sich dafür interessiert. Die letzte Frage, das war, kennst du da der? Und du hast ein Total von 1316 Leuten geantwortet. Leider haben wir 65% und du hast da 849 Leute ja gesagt. Auf 35% und du hast da 467 Leute nee gesagt. Das ist natürlich eine ernüchternde Bilanz und wir werden darunter schaffen müssen, dass mehr Leute da der erkennen werden lehren. Wir müssen dazu auch sagen, wir haben nicht was ADR gefragt und nicht die Jana-Partei, natürlich, wir haben auch einen relativ einseitigen Blick drauf. Und wir haben ja auch gesehen an der Umfrage, dass hauptsächlich Sujets die Jungen interessieren und nicht necessairement Parteien. Und ich meine, das gibt noch ein klar bei dieser Frage. Voilà, was am Resümee dieses Sondage geht, hat man dann 1353 Zetteln, was ziemlich repräsentativ ist, für das heute zu Lützburg für Sondage zwischen 500 und 1000 gültige Stimmen gefragt gehen. Und wie ich schon gesagt habe, das Vorschlag war zwischen 16 und 21 Jahren. Heute reden 1350 Junker, die bei dem Sondage mitgemacht haben. Da sind bestimmt Resultate dabei, die einen Fried machen, andere, die einen Mama Fried machen. Das tut ich am meisten Fried gemacht. Auf der erste Mal, dass viele Junker mitgemacht haben, das weiß, dass das Interesse von den Jungen in der Politik wahrscheinlich viel mehr groß ist, wie verschiedene Leute das immer leben tun. Das ist so, dass wir Sondage selber vorgegangen, wo nämlich 21% Karimon gesagt haben, sie geben sich nicht für Politik interessieren. Ich denke, wenn die Jungen erkennen, was für Themen für sie, für ihre Zukunft wichtig sind, dann interessieren sie sich durchaus. Und das haben wir auch ganz konkret gesehen, bei konkreten Fragen, die wir gestellt haben. Der heiert Türkei an die EU, 61% so klar nehmen. Wie wichtig das ist bei Spruch, 3/4 so ganz wichtig. Bretschule, gut auf Zukunft für sind am Schulsystem zufrieden, ein Ron Hauschen, die der aktuelle Schulpolitik ein das verdient. So gesagt, dass das Themen sind, die Jungen tatsächlich berühren, dass sie dann noch ein klipp-aktuelle Meinung artikulieren. Da sind aber andere Fragen dabei, wo ich mal feststellen, also der setzen Raison für Freiheit, mal so eine Freiheit, die beschnitten. Du hattest mal Stichwort an der Vergangenheit wie den Promillegrenze oder das Filmverbot. Also wenn du da ein bisschen enttäuschend von den die Resultate gesehen hast, gerade bei denen Frauen, Freiheiten oder auch Europa, wo die Mammelpartei und sich sieht, wir kriegen von Europa immer mehr Freiheiten, immer mehr Entscheidungsfreiheit weggeholt. Die tut da nicht aber ein bisschen weh, das ist praktisch auch von den Jungen gesucht, die als Politiker leisten, doch vielleicht ein bisschen falsch. Nein, das hat mich sich an dem bestärkt, was ich gedacht habe. Es sind effektiv nur 15 respektive 17% gesagt, Freiheiten geben beschnitten oder sie hätten die Impression, sie geben beschnitten respektive Europa gibt zu viel an den Alltag ergreifen. Das ist für mich aber schon ein Zeichen, dass man eben als Freiheit scheibchenweise verlieren. Auch für die Jungen ist das ein ganz natürlicher Viergang, weil das schon die letzten Jahre und das letzte Jahrzehnt so geschieht. Also sie merken gar nicht mehr, wie Freiheiten verloren gehen. Das ist ein extrem großes Alarmzeichen, weil man nicht mehr in sich bewusst wird, was den Freiheiten verliert. Wie ihn immer mehr überwertet, wie immer mehr Daten gesammelt gehen, verschafft gehen. Ich fand da ein Punkt, wo eben dann auch Politikerklärungsbedarf hat, wo man müsste so mal gucken, wo ganz konkret, woran sich Europa alles anmischt, wo man überall an diese Freiheiten beschnitten. Wir bleiben kurz bei Sondagen, allerdings nur bei anderen Sondagen. Die Sondage, den Anfang Dezember vom Tageblatt, die berühmte Sondesfrage, die publiziert, genau für der wurde das ganz gut ausgesehen. Plus 2% am Süden sind da prognostiziert, das wären dann 2 Sitze. Da 3% plus am Zentrum 2 Sitze, 3,5% plus am Osten mit einem Sitz, am Bau 3% plus am Norden noch mal 2 Sitze. Wo man da wäre, ob die 7 Sitze kommen, wo sie für ein 9 Jahre wäre, machen so Resultate euphorisch oder bleiben die aber trotzdem am Teppich?
sie man ganz bestimmt nicht euphorisch, weil es sind immer eine Momentaufnahme von der Gesellschaft. Euphorisch kann gehen den 7. Juni beim Wahlresultat leid, und das muss erschafft gehen, und das kann dabei gerät gehen, und noch nicht für Sondagen dabei gefordert gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich flott, wenn ihr merkt, dass den Urspruch findet, und da denken sie ehrlich auch so honoriert wird von den Wählern oder eben von denen Sondierten. Das heißt, viel den Lohn einfach weiter umgespannt für an dieselbe Richtung für uns zu machen. Ganz genau. An der Revue war aufgrund von den Tageblatt-Sondagen einen relativ interessanten Kommentar, die geschrieben und CSV jetzt war an dem Sondage 2 Sitz verloren. Trotzdem heute den 10. Dezember an der Revue, mit dem Resultat können dann vom just CSV an RDR glücklich sind. Der RDR eben glücklich, weil sie gestärkt gehen, weil da war dann noch vielleicht wo sie indirekt CSV pushen, da man das schon so verleiert, weil die Revue schreibt, CSV geht dummer da praktisch durch die Stärke von der RDR unumgänglich gemacht. An dem Moment gibt es dann heschen schwarz-blau oder schwarz-rot, also es nicht. Das kann ja nicht Ziel sein. Ich meine, wir sind weder da für irgendwelche Koalitionen unmöglich zu machen, noch sind wir da für irgendeine andere Partei zu stärken. Wir sind da für Eisinhalte klar zu vermitteln, auch selber so stark wie nicht mehr möglich zu gehen, und so stark zu gehen, dass wir unumgänglich gehen, wenn es der 7. Juni herrscht, und muss eine Regierung formiert gehen, muss eine Koalition zustande kommen. Ja, mal aufgesehen von allen Sondagen, ich meine, ob die Herren was versprechen, das wissen wir sowieso durch den 7. Juni. Wir sind über 3 Jahre bei der ADR. Ich erinnere mich am April 2006, der Kongress hat der ADR ein neues Nummercode, ein neues Logo-Code, ein Grundsatzprogramm für die erste wie sie dem uns Generalsekretär gehen. Wenn der ADR haut guckt, ob den Januar 2009 an den Vergleich mit der ADR am April 2006. Gibt es da Unterschiede, wo die fundamental ist? Der Hauptpunkt, der nicht geändert wird, Gott sei Dank nicht geändert wird. Die Partei ist noch immer eine Kämpferpartei. Die Partei ist noch immer eine Partei, die Kraft tut, auch unbequem Wohlrichten. Zu so, die Partei ist noch immer eine Partei, die fähig ist, klipp und klar Aussagen zu treffen. Das fand ich das Allerwichtigste in einer politischen Landschaft, wo man mehr nur Sondagen geguckt wird oder nur Marketing geguckt wird, und nicht mehr nur im Inhalt von der Politik. Geändert wird natürlich auch viel, an allererster Linie nur das Grundsatzprogramm, was extrem wichtig wäre, für den Sprung zu packen von einer mehr oder weniger E-Punkt-Partei zu einer richtigen Partei. Und das ist gelungen durch das Grundsatzprogramm, in das Haut eure Kerne gibt, an dem wir als Positionen können definieren. Die dann da einfach nicht weh, wenn ihn trotzdem nach der nicht Woche dachte ich mal an den Zeitungen, an den Kommentaren, dass den trotzdem Verwandlungsprozess, den er aber mitgemacht wird, dass den nach immer mit den allen wieder zu kämpfen wird, wie Demagogen, Populisten, Rechtspopulisten. Zeitung von Lützeburger Volkswirtschaft zum Beispiel am März letztes Jahr der Resümee gemerkt, den all die anderen Zeitungen dann eine kleine Sätze schreiben, die Zeitung von Lützeburger Volkswirtschaft so resümiert. Man wäre nach immer ein Rechtspopulisten verschriftene Verein, den sich allen möglichen demagogischen Sprüchen bedingen, für enttäuschter unzuzählen, allein unzuzählen, die Angst vor der Zukunft tun, an sich dafür an die gute alte Zeit wünschen. Den so Sachen nicht einfach nach weh. Nee, sie dienen absolut nicht weh, weil ich meine, wenn den Leute hier so ein stellt, aber wenn den klipp und klar Positionen bezieht, und dann irgendwelche Journalisten von Zeitungen, die auch ganz oft an andere Parteien gehören, Populismus für geheit geht, da sind ich gerne Populisten und ich wirklich Problem damit. Ich fand ganz einfach bedauerlich, dass eine Presselandschaft, die aber vielfältig ist, und die es einfach nicht fertig bringt, aus alle Verhaltensschemen auszubrechen und so parteipolitisch gewonnen bleibt. Die Journal, die ist immer auf Themen zu konzentrieren. Genau, die selbsternannte Reformpartei, das Land der Radikalliberale, wobei ich das dann durchaus als Auszeichnung höre, und so weiter und so weiter, anstatt einfach sich immer mit dieser Politik konkret auseinanderzusetzen. Ich meine, es gibt so viele Themen, wo man Positionen bezogen haben, die fundiert sind, die man dokumentiert haben, die man chiffriert haben, dann einfach schön das, wenn jemand so Slogan einfach gekehrt wird, anstatt dass Leute sich real mit dem auseinandersetzen. Wir wahrscheinlich wissen die Organe, dass wenn sie das machen, geben sie so nicht Hilfe, weil sie nur als inhaltlich Konzepte geben Hilfe zu verbreden, und das wollen sie nicht, sie wollen mit allen Mitteln, dass man klein bleibt.